willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator und auch diesmal wieder mal ab zur Kyber Corporation und gegen die NPCs angetreten. Ich überlege gerade, ich glaube das letzte Mal haben wir noch gegen Jesse gekämpft, oder? Das war ja noch so ein Wunsch von euch. Unter anderem zuerst gegen Jaden, dann gegen Jesse zu kämpfen. Wen haben wir hier noch? Sonst nicht. Esther Phoenix fehlt noch. Alexis, schön Alexis. Der Höhlenkaiser haben wir glaube ich auch noch nicht gemacht, hat er mal offscreen und so. Also noch gegen einige gekämpft. Yugi haben wir bereits gemacht, das weiß ich noch. Gegen Mari können wir noch gar nicht antreten. Joey, der ja ein lahmes Deck, finde ich. Mai, gegen Keith, Maximilian gegen Pegasus anzutreten. Ich glaube, es hat fast irgendwie was, oder? Gegen Kyber. Ne, gegen den haben wir auch schon gekämpft. Gegen den, also jetzt mal gegen Pegasus in den Ring. So, diese Karte. Ich sehe, du bist ein Duellkenner. Und das neue Duell-Disc-Modell war das ein Geschenk von Kyberboy. Sehr schick. ja, schon gut. Ja, der mit seiner komischen Sprechart und Weise. Ich schau gerade. Beim letzten Mal haben wir noch die neuen Decks durchgenommen, da erinnere ich mich noch daran. Und dann halt das Exodia und das Kristalldeck. Das heißt, wir gehen jetzt wieder mal zurück zum Synchro-Deck. Das altbewährt mal wieder. Auch wenn die Synchro-Karten nicht gerade der Hammer sind. Oh ja, fällt mir gerade was ein. Da wollte ich euch bezüglich gab es noch 2 Punkte, die ich euch noch mitteilen wollte, beziehungsweise gleich eigentlich 2 Fragen diesbezüglich. Und zwar die erste Frage betrifft meine PC-Maus. Das habe ich vor allem bei der Aufnahme zu Anno 1404 Venedig gemerkt, dass die Maus da teilweise sehr gut zu hören ist. Gut, hier bei Yu-Gi-Oh! Online 3 habe ich die Maus nicht so oft im Einsatz wie jetzt bei Anno 1404, meine ich. Aber trotzdem, natürlich steuere ich alles mit der Maus und so und ich bin gerade dran, merke ich. Ja, schön. Dann halt erstmal Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Diese Karte hier verdeckt, ja. Sieht doch sehr schick aus. Und wenn ich so gut drauf bin, auch noch diese hier. So, Pegasus, das war's, du bist dran. Gut, wo war ich stehen geblieben? Ach genau, wegen der PC-Maus. Jetzt wollte ich euch fragen, wie seht ihr das eigentlich? Stört euch das Geräusch der PC-Maus im Hintergrund oder denkt ihr, ne, ist okay, so kein Problem? Falls doch für euch ein Problem sein sollte. Oh, sehe gerade, Pegasus hat noch sein Millenniumsauge. Okay, das heißt, kann unsere Gedanken lesen. Ach du Scheiße. Ne, natürlich nicht. Ich hoffe es zumindest. Ja, falls euch doch stört das mit der PC-Maus, könnt ihr mir dann allenfalls eine gute PC-Maus empfehlen, die wenig Klickgeräusche macht. Ich weiß, das klingt ein bisschen bescheuert, weil ich nicht genau weiß, ob es da so große Unterschiede gibt. Oder ob es andernfalls sogar, ja, muss mal kurz überlegen, ja, ob es vielleicht sogar irgendwie eine Einstellung gibt bei Audacity oder Sony Vegas, mit der man das Klicken entfernen kann, ohne aber die sonstige Geräuschkulisse, sage ich jetzt mal, also halt sonstige Geräuschhintergründe und auch sonst die Sprachqualität, dass die nicht darunter leidet. Weil es halt manchmal das Problem, dass die halt sonst mit darunter leidet, vor allem weil das Klickgeräusch ist sowieso immer unterschiedlich stark. Das habe ich mal bei einer Testaufnahme so getestet und ja, ist nicht gerade super rausgekommen. Deshalb auch meine Frage an euch, stört euch das nicht? Falls es euch doch stört, könnt ihr mir eine gute Empfehlung für eine andere PC-Maus geben oder halt andernfalls für eine Einstellung in Audacity oder Sony Vegas oder sonst halt irgendein Programm, das so eine Mausklick-Hintergrundgeräusche gut herausfiltern kann. So, was macht Pegasus hier eigentlich gerade für irgendeinen Kram? Nichts Kluges ist aussieht. Na schön. Oh. Ah. So Leute, falls ihr das gerade gehört habt oder die Erschütterung gespürt habt, ich bin gerade gegen die Tastatur vorhin gekommen. Es juckt meine Nase, das darf wohl nicht wahr sein. Hilfe, meine Nase juckt. So, ist jetzt diese Karte hier verdeckt. Ah, jetzt geht's wieder gut. Ja, was mache ich jetzt? Da hat immer noch einen super starken Goblin-Angriffstrupp. Auf den habe ich nicht so groß Bock. Ja, wieso nicht? Ich switche die Riesenpartielle sage ich schon. Ich switche die mystische Tomate in den Angriffsmodus. Und dann wird angegriffen mit der... Das ist ein letzter Scherz, oder? Nein! Der überspringt von der Kampfphase.
Du Arsch mit langen Haaren, ey! Mann, ey, du bist aber... Okay. Ganz ruhig. Suche dein Chi, finde deine innere Ruhe. Aber ich will sie gar nicht finden, Mann! Na egal. Bis zum nächsten Mal. So, ja, wie gesagt, das war das eine mit der Maus. Das andere ist ein bisschen ein delikateres Thema. Und zwar bezieht sich das darauf, wie ich ja bereits angedeutet habe. Oh, er macht den Scheiß. Bringt sie ungeheuerlich, weil er müsst 16 Monster opfern, um mir hier wirklich richtigen Schaden zufügen zu können. Aber, ja. Moment mal, habe ich gerade 16 gesagt? Wie komme ich jetzt auf die Zahl? 500 Schaden fügt er mir zu, das macht bei 8000, macht das doch... Ah, doch, ja. Doch 16. Seltsam. Ja. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich hab vergessen. Ach ja, mit den Synchromonstern, genau. Ja, wir schon mehrmals... Ich mach dann den Scheiß. Wie bereits mehrfach, mehrmals. Wenn die Kombination aus mehrfach, mehrmals. Super. Ist einfach super. Nee, Kampfposition ändern. Wie ich bereits einige Mal angedeutet, erwähnt und artikuliert habe, das klingt noch bescheuerter. Ich will doch meinen eigenen Effekt nicht negieren, Menschenskind. Wird der Dienst von Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator ab Ende September eingestellt, das heißt, ab dem 1. Oktober kann ich hier nicht mehr zocken und deshalb auch diesbezüglich keine Let's Plays mehr aufnehmen, also keine Folgen mehr. Gut. Jetzt denke ich mal, unter euch Zuschauern hat es vielleicht noch den einen oder anderen, der das Spiel selber kennt. Und damit meine ich bereits 1 bis 2 Jahre gezockt habt, oder auch, ja, wie lange ist mir eigentlich egal. Hauptsache ist mir eigentlich, dass ihr bereits einige guten Karten gesammelt habt, so ähnlich wie ich halt. Ja. Jetzt natürlich, der Dienst wird eingestellt. Es gibt keinen Nachfolgedienst, das heißt natürlich, ihr könnt eure Karten nicht irgendwie transferieren. Es ist einfach so, dass eure Karten verloren sind. Natürlich auch diesbezüglich das ganze Geld, das ihr reingesteckt habt. Das ist mir leider auch so. Ja. Und weil ich mittlerweile auch für das Exoda-Deck bereits einige Karten herbeitauschen musste, NPC-mäßig halt, das heißt, wenn ich da eine Karte aus dem Tauschgeschäft da mit den NPCs haben will, muss ich 50 Karten von meinen hergeben. Und deshalb, was als Kettendrachen? Okay, wieso nicht? Und deshalb habe ich halt auch nicht mehr so viele Karten, nicht mehr so viele gute Karten. Vor allem nicht mehr so viele gute Karten zum Tauschen. Und jetzt kommen wir endlich mal zum Punkt. Ich wäre sehr froh, glücklich, aber ich will euch natürlich nicht zwingen. Trotzdem wäre ich sehr froh, wenn diejenigen unter euch, die noch ein paar gute Karten haben, ihr mir diese, jetzt klingt zwar ein bisschen bescheuert, aber ist wirklich so, wenn ihr mir diese einfach schenken könnt, damit ich dann diese in neuen Duells, neuen Aufnahmen mit, ja, halt in meinen eigenen Decks kombinieren kann, integrieren kann, mit denen neue Kombos machen kann und so weiter und so fort. Ich würde natürlich auch, ich würde euch natürlich auch dann in den Folgen jeweils erwähnen und sagen, dass ich die Karte von dem und dem habe und ein besonders Dankeschön an den und den. Nicht, dass nachher das... Oh, die kommt noch gut. Nicht, dass nachher noch das Gefühl aufkommt, ich wäre undankbar und so, um Gottes Willen natürlich nicht. Ich wäre natürlich sehr dankbar, aber wie gesagt, ich verstehe natürlich auch, wenn ihr das nicht machen wollt, wenn ihr einfach sagt, nö, ich bin's der Alter, Karte verschenken, kannst du vergessen. Das wird ihr natürlich auch verstehen. Ja, falls ihr natürlich trotzdem Karten geben wollt, könnt ihr mir einfach eine Nachricht schreiben. Da wäre es, denke ich mal, am besten, falls ihr mir die Nachricht direkt auf YouTube schreiben könnt, damit wir uns dann nachher hier bei Yu-Gi-Oh! Online 3 oder halt Duel Accelerator treffen können. Weil ich bin jetzt nicht so oft bei Duel Accelerator Online und von dem her, bei YouTube bin ich halt täglich unterwegs. Deshalb würde ich da, oh na super, würde ich halt da die Kommentare und halt Nachrichten öfter lesen als hier. Ja, ich glaube, das ist soweit auch schon alles gesagt und wir können jetzt in Ruhe weiter zocken. Setzen, nee, alles gut. Und jetzt ist Pegasus wieder mal am Start. Ja, da bin ich mal gespannt, hey.
Ja, ja, was machst du? Eigentlich hast du das logisch war. Er hat sein eigenes Goblin-Monster vernichtet, seinen eigenen Thun. Wie kann er bloß so grausam sein? Aufschlagen? Theoretisch eine schlechte Idee, aber jetzt nicht in diesem Zeitpunkt. Jetzt erstmal Eisenkettendrache, greif an. Ja. Womit eigentlich ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, greif einfach an. Und jetzt das Geniale daran ist ja, er kriegt einen Schaden, aber es ist ja mein Monster, das auf den Friedhof geschickt wird und deshalb... Ja, das ist auch sehr schön. Aber es ist mein Monster, das auf den Friedhof geschickt wird, und zwar auf meinen Friedhof, also wird auch sein Effekt auf meinem Friedhof aktiviert und deshalb kommt es zurück. Eine coole Kombi, die immer wieder Verwendung findet. Vor allem halt in Kombination mit Kreaturentausch, oder? Ganz klar. Gut, jetzt greifst du an. Und falls irgendwie ein zu starkes Monster sein soll, dann bin ich noch aufschlagen bereit. Oh, die tun die Elfenzwillinge. Im Angriff, sprich im Doppelpakt, sehr aggressiv, sehr gefürchtet, aber so in der Verteidigung einfach nur lahm. Einfach nur lahm. Und dann schaue ich auch mal kurz auf die Zeit. Ja, wir haben noch ein paar Minuten, aber trotzdem muss ich mich ein bisschen beeilen. Also komm schon, alter Mann, mach mal ein bisschen hin. Du olles Spiel... nee. Das ist immer der gleiche Spruch, wa? Hinne, Spinne. Was reimt eigentlich sonst noch drauf? Hinne, Spinne, Ginne, Zinne. Zinne. Ginne gibt's gar nicht, Zinne, aber kann's auch sonst keinen guten Reim draus machen. So, was habe ich sonst noch? Ein Friedhof, nichts Kluges. Trotzdem mal einfach mal Just for Fun. Schrei der Untoten. Schrei, wenn du untot bist. Ach nee, da war ja Schrei, wenn du kannst. Auch wieder komplett anders. Eisenkettendrache, Angriff mit Eisenketten-Odem der Drachen. Was weiß ich. Klingt scheiße, ich weiß. Achso, der Effekt wird nur aktiviert, wenn ich Pegasus mit diesem Monster auch Schaden zufüge, nicht wenn ich ein Monster vernichte. Ja so, verstehe. Und Angriff, mystische Tomate. Aus deinen Lebenspunkte. Jetzt. Kacke. Tja, da stan's was. So, was habe ich jetzt noch Schönes, frivol Schönes? Das Zug beendet. Ist auch sehr frivol und sehr schön. Vor allem sehr schön. Was, ich ergötze mich? Er ergötzt sich, ja, schon klar. Tun Inhaltsverzeichnis, mach doch was du willst. Also jetzt spielt das gerade ein bisschen seltsam. Weil normalerweise spielst du Tun-Inhaltsverzeichnis, um ein neues Tun-Monster auf die Hand zu holen oder halt Tun-Welt und nicht um einfach ein neues Tun-Inhaltsverzeichnis auf die Hand zu bekommen. Das machst du eigentlich nur im Exodia-Deck. Oder wenn du halt dein Deck schnell ausdehnen willst, aber so. Okay, jetzt hat er Tun-Welt gezogen, das ist doch mal scheiße für uns, aber was willst du machen? Ja, das ist auch ein bisschen unlogisch hier. Tun-Welt ist eine permanente Zauberkarte und keine Feldzauberkarte, habe ich auch nie begriffen. Wieso ist das keine Feldzauberkarte? Ja gut, ich meine, sie beeinflussen nicht uns, von dem her ist vielleicht doch logisch, aber andererseits... Och nee. Och nee. Die können uns direkt angreifen. Wenn sobald Tun-Welt auf dem Feld ist, können uns seine Tun-Monster direkt angreifen. Nee, oder? Nein! Scheibenkleister. Ja, und greifst mich direkt. Mann, ey! Scheiße, ups. Ja, die Karte hätte jetzt aber gut spielen können. Die mondlose Fallgrube wäre noch was gewesen. Ja, scheiße. Aber voll verpeilt. Du Arschmann. Ja, tut mir leid, Menschenskind. Ich würde am liebsten mal Turbokrieger rufen, aber dazu bräuchte ich
Bräuchte ich, habe ich ihn irgendwo? Nö. Dann halt Sangan. Ich habe eine andere Idee, die ebenso genial ist. Ja, wollt ihr sie hören? Ich werde es euch auch gleich zuflüstern. Aber erstmal Schrei der Untoten. Und damit hole ich, ene mene mu und raus bist, oder wohl eher drin bist du. Gerüppelsynchronisierer. Es ist Zeit für Synchro-Time. Oder auch nicht, weil ich gar keins mehr habe. Ja, war sehr clever von mir, einfach 1A. Ich hab doch gar kein Level 6 Monster mehr. Obwohl. Schnell zu synchron, dann den abwerfen, dann. Das klingt aber scheiße. Der geht auch nicht. Oh. Wer kann was. Was soll's? Was soll's? Normalerweise spiele ich die Karte anders, aber jetzt in diesem Fall. Das ist eine Ausnahme. Dulu. Und jetzt, komm schon, ich will. Na, wo bist du? Bingo. Baumfrosch, den brauche ich jetzt. Den Baum. Aus den Tiefen der Sümpfe kommt der Baumfrosch, mit den Flügeln wohlgemerkt und irgendwie einem Pflaster auf dem, den Mund hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ich glaube, bei den Kröten heißt es anders, oder? Das ist doch Mund. Krötenmaul, ich glaube, was Krötenmaul war. Spielt auch keine Rolle. Aufschlagen, bitteschön. Aufschlagen, scheißegal. Menschenskinder, ich will doch nicht meine eigenen Effekte negieren. Die eigenen Effekte negieren wäre ziemlich blöd. Direkter Angriff, und ich sehe gerade, wenn ich jetzt da richtig zusammengezählt habe, gibt es genau 4500 Schaden. Insgesamt. Was für ein Zufall, oder? Achso, ja, das auch noch. 3 Karten auf dem Friedhof. Ich weiß, es könnte theoretisch auch mal nach hinten losgehen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. So, jetzt noch zum Abschluss. Schnellziehsynchron. Greif an mit Spielzeugpistolen. Roter Bollenattacke. Also rote Spielzeugpistolen, Kanone, Dingsbums. Patronenattacke, das war's. Bäm. Nein. Und das war's. Und zwar sowohl mit diesem Duell als auch mit dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Duel Accelerator. Bis dann, ciao zusammen.